Auf einem Feld haben Hirten ihre Schafe gehütet. Einer von diesen Hirten konnte nicht so gut reden und er ist meistens nicht rausgekommen, wenn man ihm etwas gesagt oder ihn etwas gefragt hat. Manchmal ist er sogar über seine eigenen Beine gestörchelt. Man hat ihm darum nur Tollpatsch gesagt. Einmal ist mitten in der Nacht in diesen Hirten ein Engel erschienen. Ich darf euch eine wunderbare Nachricht verkünden. Heute ist Gottes Sohn geboren. Jesus. Er ist der Heiland und Retter der Menschen. Er ist ein König und sein Reich kennt keine Grenzen. Ihr werdet das Kind in einem kleinen Stall finden, in einer Futterkrippe, arm und bloß. In diesem Moment sind am Himmel noch mehr Engel erschienen und haben Gott gelobt und jubiliert. Der Tollpatsch hat die Worte den Engeln nicht recht begriffen. Aber das Licht, das von ihnen ausgegangen ist, hat auch ihn überwältigt und er ist wie die anderen Hirten in die Knie gefallen und hat die Engel angebeten. Erst als die Engel nicht mehr da waren, sind die Hirten aufgestanden und haben beschlossen, das Kind, Gottes Sohn, zu suchen. Der Tollpatsch wollte auch mitwollen, aber da haben die anderen gerufen: «Was? Du willst mitkommen? Du mit deinem dreckigen, verrissenen Gewand und deinem struppigen Bart? Wir müssten uns ja schämen. Nein, bleib du gescheiter da bei den Schafen und schaust, dass das Feuer nicht ausgeht. Das Kind, das wir suchen, ist darum kein gewöhnliches Kind. Das ist der König der Welt. So ein Tollpatsch wie du einer bist, kann das Königskind sicher nicht brauchen. Du störst nur.» Aber der Tollpatsch hat sich nicht einschüchtern. Er ist den anderen Hirten einfach hinten angegangen. Und obwohl es für ihn schwierig war, so schnell und tiefig zu laufen, hat er nicht aufgegeben. Die Hirten haben während dem Laufen zu ihm hintern geschaut und haben gespöttelt. «Und was willst du ihm denn eigentlich schenken?» Erst jetzt hat der Tollpatsch gemerkt, dass die anderen alle ein Geschenk bei sich haben. Milch und Honig, Wolle von den Schafen, Käse und Brot. An so etwas hat er gar nicht gedacht. Und das hat ihn traurig gemacht. Aber auf einmal hat der Tollpatsch gestrahlt und hat ganz stolz gerufen: «Ich könnte dem Kind ja die Flügel vom Gesicht verscheuchen.» «Was glaubst du eigentlich?» haben die anderen gelacht. «Für das sind doch die Engel da.» Der Tollpatsch ist traurig weitergegangen und musste schauen, dass er den anderen anmag. Auf einmal hat er wieder gestrahlt und hat gerufen: «Ich könnte dem Kind die Füße massieren, damit die schön warm werden.» «Was glaubst du eigentlich? Für das sind doch die Engel da.» Jetzt ist der Tollpatsch noch trauriger geworden. Aber er ist tapfer weitergegangen. Ein bisschen später hat er zum 3. Mal gestrahlt und gerufen: «Ich könnte mir ja ein Lied singen, dass es besser einschlafen kann.» «Was glaubst du eigentlich? Für das sind doch die Engel da.» Jetzt ist der Tollpatsch stehen geblieben. Er war so traurig, dass er angefangen hat zu briegen. Er hätte das Königskind doch so gern gesehen, wenigstens von weitem. Und wie gern würde er dem Kind die Flügel vom Gesicht verscheuchen, die kalten Füßli wärmen und ein Schlaflied singen. Obwohl die anderen schon weit voraus waren, ist der Tollpatsch jetzt wieder tapfer weitergegangen. Endlich sind die Hirten und ein bisschen später auch der Tollpatsch zu dem Stall gekommen. Und genau so wie es der Engel gesagt hat, in diesem kleinen Stall, in einer Futterkrippe, ist das Jesuskind gelegen, arm und bloß. Die Mutter, die Maria und der Josef, der Vater, haben mit diesen vielen Leuten, die gekommen sind, alle Hände voll zu tun gehabt. Nicht nur die Hirten, nein, auch die 3 Könige haben den Weg zum Stall gefunden.
Da hat das Kind in der Krippe angefangen zu brieken und Maria hat leislich geseufzt. Es ist ja schön, dass so viele gekommen sind, aber ich habe ja gar keine Zeit mehr, im Kind die Flüge vom Gesicht zu verscheuchen, die kalten Füßchen zu wärmen und einem Schlafliedli zu singen. Wo der Tollpatsch das gehört hat, ist er näher gekommen. Und weil er weit und breit keinen Engel gesehen hat er seine Tränen abputzt, ist zu der Krippe her und hat dem Kind angefangen, die Flüge vom Gesicht zu verscheuchen, die kleinen Füßchen wärmen und hat ihm ein Schlaflied gesungen. Das Jesuskind hat aufgehört zu brieken und ist zufrieden eingeschlafen. Die Maria und der Josef und auch die 3 Könige haben gestaunet. Die Hirten aber haben sich geschämt und sie haben auf dem Heimweg den Tollpatsch in ihre Mitte genommen.